Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama, heute aus Thun. Wir haben folgende Beiträge für eure Sendung. Mit der Stefanie Heinzmann an den Giesbach Sessions. Ein Lichtspektakel in Bern. Was schon alles läuft, haben wir euch kurz und kompakt zusammengefasst. Graf will die steinreichen Dörfer zur Kasse bitten. Die Regierung lehnt den Vorstoss ab. Der Berner Regierungsrat will nicht am kantonalen Finanzausgleich umschrauben. Abgeltungen von Kieswerken sollen weiterhin kein Kriterium sein, auch wenn sie der einen oder anderen Gemeinde einen gewissen Reichtum bescheren. Peinliche Niederlage für den BSV Bern. Die Berner schenken am Aufsteiger Kreuzlingen die ersten Punkte vor NLA. Sie verlieren auswärts gegen Thurgauer mit 28:29. Und auch Wacker muss unterdurch. Das Heimspiel gegen GC Amicitia Zürich endet mit 21:28. Frau von 2 Töffli-Fahrern gerammt. Am Sonntagnachmittag ist eine Fußgängerin in Rüttlingen-Alchenflühe von 2 Töffli erfasst worden. Sie ist mit der Ambulanz ins Spital gebracht worden. Die Beteiligten haben sich ohne anzuhalten aus dem Staub gemacht. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Mit ihrer beeindruckenden Stimme rockt Stefanie Heinzmann das Grand Hotel Giesbach. Der Patrick Schmed hat mit ihr über die spezielle Location und die bisherige Konzertsaison geredet. Das Erste, was man wahrnimmt, ist einfach der Weg hierhin. Ich bin mit dem Ephraim zusammengefahren, mit meinem Perkussionist und Hackbrettler. Da haben wir gesagt, schau mal den schönen Wald hier. Und dann das Hotel, es ist wie so eine ehrwürdige Dame, ist das Hotel. Mega schön. Ich habe mir gewünscht, dass es so ist, wie es jetzt hier tatsächlich ist. Ich habe noch nicht alles gesehen, tatsächlich. Ich bin eigentlich gerade erst angekommen und bin jetzt hier unten in unserem Backstage. Und der verratet eigentlich schon sehr viel. Aber ich bin jetzt extrem gespannt auf die Bühne und ja, so das ganze Hotel. Ich freue mich so fest. Aber jetzt ist der unglaublich wilde Sommer vorbei. Es war wirklich ein wilder Sommer. So viele Konzerte, so viel unterwegs. Und jetzt startet für mich halt so eine ruhige Winterphase. Und ich finde, Giesbach ist jetzt für mich so der perfekte Start für genau das. Nicht so laut, nicht so wild, nicht so sondern so, ja, so wirklich auf die Musik bedacht und einfach Musik machen. Der Gegenpol, der ist wie die perfekte Kombination. Wir wollen ja nie das Gleiche im Winter, sondern eben im Winter etwas ganz anderes anbieten. Und diesen Leuten, die eben den Winter suchen und die Ruhe, dann können die Giesbach schenken in einem ganz anderen Kleid. Wir Menschen neigen dazu, dass wir immer ein bisschen Schubladen brauchen. Da fühlen wir uns sicher, wenn wir Sachen können, für uns selber so einteilen und zuordnen. Und ich glaube, eben mit dem Begriff Joss Stone also kann man mich nicht beleidigen, weil das ist natürlich ein riesen Idol von mir und natürlich ein riesen Kompliment. Und Stefanie Heinzmann ist jemand, der sich ihren Respekt einfach über Jahre jetzt so erarbeitet, der hart arbeitet im Musikbusiness, der Profil hat, der Kante zeigt. Und ich finde, das Gesamtpaket von ihr als Musikerin und als Mensch passt super in Giesbach. Es ist einfach jemand, wo man Freude hat, sie zu treffen und mit ihr Zeit zu verbringen. Mit 18 war es sehr wild. Auf einmal war ich Sängerin. Es ist alles sehr schnell gegangen. Ich war sehr überfordert mit vielen Sachen. Aber ich habe es einfach gemacht und habe die Welle reiten. Aber haben mir natürlich auch gerade in dem Moment sehr wenig Gedanken über das Image gemacht. Was ist das? Oder so das Bewusstsein, dass ich jetzt eine Marke bin, habe ich gar nicht gehabt. Das ist sehr, sehr viel später erst gekommen. Also das Bewusstsein dafür. Aber glaube, dass ich schon eher eine Sängerin bin, die jetzt nicht das Image versucht zu kreieren, sondern mehr schaut, was sind meine Stärken, wo sind die Schwächen und das versucht so ein bisschen auszuarbeiten. Oder da versucht zu schauen, so, was will ich als Künstlerin sagen, für was will ich stehen. So, das ist, glaube ich, das Image, das ich mittlerweile schon mir auch Gedanken darüber mache. Der drohende Energiemangel kann am Rendezvous-Bundesplatz nichts haben. Während 5 Wochen entführt das neue Programm in eine wunderbare Wasserwelt. Der Ben Abeckle ist für uns vorbeischauen. Das ist einfach eine wunderbare Geschichte und ist eine Anlehnung an Jules Verne's 20.000 Meilen unter dem Meer. Und mein Hauptkünstler, der Tim Schmelzer, hat den Wunsch gehabt, dass wir dieses Jahr einmal eine Geschichte machen, wo wir den Leuten eine Freude machen können. Und ich glaube, man kann die
diesjährige Show nicht vergleichen mit Shows von den letzten paar Jahren. Wir haben ja bis anhin immer eine Botschaft mitgeben. Das ist uns, glaube ich, auch gelungen. Aber zum Beispiel auch das letzte Jahr bei Planet Hope, da gibt es schon viele Leute, die dann nachher heim sind und sich überlegt haben, oh ja, also wir müssen vielleicht auch einen Beitrag leisten, dass es unserer Welt besser geht. Und dieses Jahr muss man nichts so denken, man muss einfach nur kommen und es geniessen. Das ist ein super schönes Event, das Bern hat. Das ist ein Event, das für unsere Gastronomie, für unsere Hotellerie extrem wichtig ist. Ich glaube, das ist aber auch ein Event, das ans Herz geht. Und das ist sehr, sehr wichtig in diesen Zeiten, wo wir jetzt drinnen leben, mit all diesen kriegerischen Ereignissen, mit den Energiemangel, Krisen und. Es braucht Momente, wo der Mensch irgendwo eintauchen kann und wo einem warm ums Herz wird. Und darum freut es mich extrem, dass wir das Rendezvous durchführen können. Man hört das sehr viel Freude raus. Es ist einer der Highlights in der Agenda vom Jahr von der Stadt Bern, das wir haben. Und ich glaube, es ist ein Event mit grosser Tradition und es ist ein Event, das einfach die Leute berührt und bewegt. Und das ist in diesen Zeiten besonders wichtig. Ob wir gleich wieder goldige Herbsttage geniessen dürfen, erzählen euch Kollegen von Meteo News. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch einen ganz schönen Abend. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau-Zeitung. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau-Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Der Wochenstart der ist wortwörtlich ins Wasser gefallen. Trüben und nasse Mänti, die hier hinter uns liegt, das zeigt uns der Blick auf die Webcam Beatenberg. Es hat auch noch der ein oder andere Blitzeinschlag geben. Auf morgen da beruhigt sich jetzt das Wetter aber vorübergehend. Nur in der Nacht auf Mittwoch haben wir noch mal eine schwache Störung, die uns da von Westen her erreicht. Dahinter haben wir dann bis auf weiteres Hochdruck bestimmtes Wetter. In der Nacht auf morgen da beruhigt sich jetzt das Wetter, aber es gibt zuerst noch letzte Tropfen. In der zweiten Nachthälfte wird es aber vom Jura her zunehmend klar. Am Morgen starten wir mit dem Flachlandgebiet mit ein paar Nebelfeldern entlang der Berge, haben wir noch ein paar Restwolken, sonst ist es aber mehrheitlich sonnig. Die Temperaturen morgen früh bei etwa 8 bis 10 Grad. Am Nachmittag geht es recht sonnig weiter. Von Westen her sind allerdings mehr und mehr hohe Wolkenfelder auf. Bis am Abend wird also der Sonnenschein zunehmend auch ein bisschen milchig, aber dazu ist es einmal mehr sehr mild für die Jahreszeit. Die Höchstwerte liegen bei etwa 18 bis 19 Grad. Nacht auf Mittwoch also eine schwache Störung, die bringt zum Teil auch ein bisschen Regen. Am Mittwochmorgen haben wir noch dichtere Wolken. Lokal ist es noch nass, tagsüber wird es aber schon wieder recht sonnig und die Temperaturen steigen auf 19 Grad. Am Donnerstag und Freitag da starten wir im Flachlandgebiet mit ein bisschen Nebel, der löst sich auf. Sonst ist es trotz ein paar Schleierwolken recht sonnig, bei weiterhin um die 19 Grad. Und ähnlich geht es dann auch am Wochenende weiter, also hochdruckbestimmtes Wetter, insgesamt recht sonnig, mit zum Teil ein paar Schleierwolken und am Morgen gebietsweise ein paar Nebelfelder. Wir steuern also auf den mildesten Oktober seit dem Messbeginn zu, weil auch die letzte Oktoberwoche die ist deutlich zu warm für die Jahreszeit. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.